Kläre die Angelegenheit mit Redfield, dem Roten Grafen. Ja, so lautet genau unser erstes Ziel hier bei One Piece Unlimited World Red. Tja, und das bereits der letzte Part sein könnte, in der Hauptstory zumindest, habe ich mir noch etwas überlegt und dabei noch den DLC runtergeladen, den ich sowieso bekommen habe bei der Strohhut Edition. Tja, das genau. Wir können uns gleich mal angucken. Und zwar müssen wir jetzt in der Lage sein, wenn es hoffentlich geklappt hat. Genau, neue Outfits, müssen wir ganz kurz mal gucken, das sind die bekannten, die wir hier haben. Jetzt kommen ein paar neue dazu. Von Strong World, Stil 2, gut, okay, und der Clan Nummer 5. Zum Jubiläum, er ist natürlich der Kaiser Kuso, natürlich der Piratenkönig. So, kriegt er mal das Outfit. Mal so spendiert, hat Ace noch ein neues Outfit, glaube ich ja weniger, aber nö. Aber wir können mit Ace jetzt auch ein neues Quest nachher beginnen, machen wir auch erst später. Das bei Zorro, er müsste da glaube ich noch eine Kleidung 3 haben, war genau. Wo der Captain irgendwie. Verpasst einfach mal allen ein neues Outfit und Name, wie sieht die jetzt aus? Oh, lolo, war nicht schlecht. Fast ein bisschen Cowboy-Look. So, was hast du noch da? Okay, mit der Brille drauf. Machen wir so, wa? Ein gelbes Lysop-Kostüm zu feiern des 15-Jahrestags der Serie One Piece in Japan. Alter, 15 Jahre ist bereits One Piece, also wenn es in Japan war. So, hat Sanji noch Schönes? Ja, passte zu ihm. Choppy, er müsste, glaube ich, in der richtigen Erinnerung haben, eine Krone aufhaben, war? Genau, yeah! Voll in Pink und so. Ach, Choppy-Line. Der Fetzgen. Es sieht aus, ist egal. Sieht aus, wäre irgendwie eine Transe, ganz blöd gesagt, und eine Dame. Eins von beiden, was macht man da bei dir? War halt mit Blau überzogen. Und Robin, glaube ihr Kostüm ist das elegante, sag ich jetzt mal. Oh la la, so Violett steht hier schon. Ja, hoffen wir, dass unsere Gegner sich dann noch auf den Kampf konzentrieren können und wir uns natürlich auch. Und ja, das war's bereits. Sonst glaube ich soweit nichts. Ich kann ganz kurz abspeichern. Nein, Entschuldigung. Ja, Museum von mir aus. Das kommt später alles. Ja, zu One Piece Unlimited World Red soll es noch weiter DLCs gehen, noch einen weiteren Kampf mit Red und so. Ich bin mal gespannt, ob das Let's Play länger dauern wird als erwartet, oder halt einfach, wenn halt neue DLCs kommen, ich mir sagen kann, ja, die lohnen sich, sondern halt einfach noch nachträglich halt nach dem offiziellen Ende des Let's Plays noch ein paar Parts bringen. Könnte durchaus sein, so jetzt müsste irgendwie genau unladen Quests. Feuerfaust und Stroh, besiegen die Gegner Akainu, Teamgröße von noch 2 Mitglieder, Ace Waffy. Das ist nichts Neues, da haben wir bereits, aber soll ja ziemlich schwierig sein. Ja, man sieht es bereits hier. 3 Sterne, ach du Scheibenkleister. So ein Gedanke, was das in ihrer Span, dass man hinaus sich sein würde. Goldjuwel als Preis. Interessant, wa? Kann man dann sich durchaus noch anschauen. So, jetzt erstmal mit dem Kaiser Kuso. Geht's hier weiter zu Redfield. Moment, ich mache einen Fehler. Oh, ich muss jetzt zu Pato. Wo ist er jetzt? Ah, da. Der kleine Tanuki. Na! Luffy! Wir versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Pato folgen? Yep. Gib einfach alles, was du hast. Danke, Luffy. Das werde ich tun. Mehr als das. Nukikiki. Team bearbeiten. Ja, also Ruffy muss sowieso mitkommen. Das ist eigentlich soweit mal gut. Nehme ich mal Robin mit, weil sie einfach nur verschärft geil aussieht in ihrem Outfit. Ich muss eigentlich Nami nehmen, aber mit 2 Damen. Naja, aber noch einen guten Healer, war, will man sagen. Chopper ist noch ideal. Was zwar natürlich auch cool wäre, vor allem für den Angriff. Ach, ich weiß nicht. Chopper kann zwar heilen, stimmt natürlich schon. Und bei einem Endboss kann es nie Schaden kommen. Ja, gutes Team. Wird schon glatt gehen. Also dann, die letzte Mission, die letzte Episode, wie es aussieht, die Special-Episode. Der Kampf oder vielmehr wohl eher der Krampf gegen Redfield selbst. Das Finale am Rande der Ewigkeit.
Scheiße! 親分、なんだ、まだいたのか貴様ら。この子があんたに伝えたいことがあるって言ってるのよ。我はこれから食事の時間だ。邪魔をしないでもらおうか。Ach du Scheiße. よし、ぶつかってこい、タヌキ。道は俺たちが切り開いてやる。わかった。ここは任せろ。親分、ほら、わかったんだ。親分と離れて。必殺緑星。美味しいじゃダメなんだ。おいらじゃなきゃ。殺すぞ。おいらが親分の役に立ちてえんだ。おれ道具としてじゃなく仲間として。だから頼む親分。おいらそばにいさせてくれ。海賊王になるにはそれ相応の覚悟が必要。 Und da ist sie wieder. Diese epische Musik. 海賊王ゴールディン・ロジャー、それに最も近づいた男エドワード・ユーゴ、金獅子の指揮仏の戦国英雄ガラ、大海賊時代の幕を開け、そして老いていった男たち。奴らを超えるためには何もかも捨てる必要があった。甘さや情け、すべての死がな。認めよう。それでも貴様をそばに置いていたのは我の弱さゆえだ。親分、甘さを捨て、情けを捨て、貴様を捨て、我はようやくこいつを手に入れることができた。バッドバッドの実、モデルヴァンパイア。これで我は不死のヴァンパイアとなり、今最後の一つを捨てる。やめろ人であることだ。おりゃどこだ。出てこい。彼女に一体何しやがった。若さを吸ったのさ、ヴァンパイアの能力でな。戻ってきたぞ、若き日の力が。老いによって奪われた力が見えるか。
恋に破れていった男たちよ。これが若さを取り戻した本来の我の姿だ。お前は許さねえ。 Das war ein schlechter Scherz, oder? Wow! Wir sollen jetzt gegen den eine Chance haben. Ich meine, Leute, ich hatte bisher nie eine Chance und der war immer so alt und so. Und vor allem wie... Alter, wieso hat er bisher noch keine Teufelskräfte? Ganz ehrlich, wie kann er solchen Blättern irgendwelche aus unseren Erinnerungen halt die Menschen wieder zum Leben erwecken? Ohne Teufelskraft, wie soll denn das gehen? Oh, wow, lalala. Sind wir schneller Gute, wa? Na gut, es bringt nichts, wir müssen ihn trotzdem aufhalten. Zack. Alter, ist das schnell. Ich sehe nichts mehr. Wo ist er? Wow, da voll die Fresse. Verdammte Fledermaus-Power. Was hat zum Vampir gemacht? Damit hätte ich nie gerechnet. Ist irgendwie geil. Aber ich muss trotzdem fragen, wie zum Henker kann er überhaupt diese Power haben ohne Teufelskraft. Ich meine, klar, Schnelligkeit und Trittstärke ist was anderes, aber... Egal, wir können später noch philosophieren, es muss erstmal den Typen platt machen. Und so einen neuen coolen Outfits. Ja, sehen schon geil aus, wa? Beim Robin ist richtig elegant, damenhaft. So, daneben. Schon verrückt irgendwie, oder? Vorhin in den Cutscenes hatten wir scheinbar nie eine Chance gegen, aber jetzt natürlich auf den Kampf, ja, kein Problem, ist wie der andere Boss. Ja, ich hoffe noch ein bisschen besser, weil sonst ist es ein bisschen unglaubwürdig. Aber an und für sich so der Boss, also der Boss selber, der Endboss, echt genial. Dass sogar noch Shiki erwähnt hat, den Golden Löwen, den man ja auch vom Film noch kennt, den 10. Film. Echt genial. Was noch gefehlt hätte, wäre noch, ouch, der aus dem One Piece Film Z gewesen, obwohl der gehört eigentlich nicht mehr so richtig dazu. Hilfe. Egal, schweif ab, ich muss halt eher ein bisschen loslegen. Okay, jetzt war es noch endgültig. Ich will nicht zunehmen. Hallo, ich nehme. Warte, gerade platt. Oh, nicht schon wieder der Scheiß. Nein, nicht schon wieder der Scheiß. Kannst du knicken, du erwischst mich trotzdem nicht. Aber ich leider auch nicht, ich kann gerne mal anvisieren. Geht gar nichts mehr. Oh, noch ausweichen, das geht noch. Waffi, hast bloß nichts irgendwie Kenbunchuku-mäßig drauf zum Vorhersehen. Jetzt wäre ich froh, wenn ich Enel wäre. Jetzt hätte die ganze Zeit ausweichen, wa? Na gut, mit als Licht und Blitz sowieso. Mann, ey! So ein Scheiß kann gar nichts machen. Wenn die ganze Zeit ausweichen, manuell bringt natürlich auch nichts, trifft mich trotzdem. Der ist einfach verflucht schnell, der Gute. Moment mal stehen hier. In die Fresse. Geht doch. Alter, wenn er einmal trifft, bist voll im Arsch. Komm her, komm her. Alter, kommst du mal? Okay, will nicht, dann komme ich halt zu dir. Na, zack, wieder ausgewichen und wieder zurückgeschlagen. Ein bisschen geduldiger sein, wa? So schnell und... Aber sieht so crazy aus, ey. Wenn die Kraft der Jugend, wenn er früher so ausgesehen hat, dann... Gute Nacht, nee, sich nur irgendwie... Was sind das für Modelle überhaupt? Paramezia? Nee, kann es irgendwie nicht sein, wenn es auch optisch verändert. Das Logik garantiert auch nicht, da muss irgendwie... muss irgendwie eine Zuanfrucht sein. Was nur einen Namen erklären würde, von wegen Vampiren oder Fledermausfrucht, Modell Vampir vor allem. Was gibt's denn da sonst noch? Oh, scheiße. Hinter mir, aber gar nichts seht. Zack.
Vielleicht kann ich in der Luft ja besser ausweichen. Könnte ja sein. Die Musik die ganze Zeit. Ja, der Untergang der Welt. Lalala. Alter, kannst du mal aufhören wieder? Ja. Ja, also muss definitiv eine Zuanfrucht sein. Irgendwie ist interessant, dass eine Teufelsfrucht nicht nur die, irgendwie die Macht über Elemente gibt oder so etwas. Nee, sondern so eine Zuanfrucht, die dir einfach mal ewige Jugend beschert. Die ganze Zeit irgendwie auf dem Weg Fledermaus, was da irgendwie hieß. Da könnte ja Gecko Moria sein, oder? Ja, Pustekuchen. Alter! So viel hat er nicht mehr, viel hat er nicht mehr. Aber das kann es ja gewesen sein, ganz ehrlich, wäre ein bisschen lame. Bringt doch alles nichts, wenn ich ihn nicht treffe, verdammt mich. Okay, ganz kurz mal noch als Robin. Zack, zack, zack. Millefleur. Daneben, daneben. Lalalala. Zack. Yeah, die elegante Dame von nebenan. So, jetzt kommt ein kleiner Choppi noch dran. Yeah, ich bin der König. Vom Königreich drum. Bitte nimm es mich nicht so krumm. Ach du Scheiße, nicht der Scheißen wieder. Ne, warum nicht Waffi? So Leute, ich gerade ein bisschen leise bin, aber wenn ich mir hier irgendwie einen Treffer an will, muss ich recht konzentrieren. Ja, erwischt, verdammt. Ich wollte gerne im Moment eine Kapsel einnehmen. Daraus wird nichts mehr. Jetzt reiß mir aber langsam Red. Komm her, zack, Red Hawk! Von wegen Redfield, der rote Graf. Ich bin Feuerfaust Ruffy! Der einzig wahre Rote hier. Irgendwie ist Rote schon eine starke Farbe hier, wa? Ich meine, auch der rote Shanks, der auch Namen Rot im Namen. Gut, das ist auch auf den Haaren, von dem her schon, aber trotzdem. Aua! Alter, legt aber los. Komm schon, noch einmal Red Hawk und das war's! Was? Ich kann mir gar ein bisschen verarschen, wenn man eher sein soll. Also komplett aufgehielt, alle 4 Balken wieder, ich kann kotzen. Na, 3 von mir aus, aber das spielt doch keine Rolle. Die ganze Energie hat er wieder. Wieso? Was falsch gemacht? Muss ich nie mit einer anderen Taktik platt machen? Okay, ich mach's jetzt nochmal. Eigentlich so wie es bereits. Ich habe bereits mit Red Hawk platt gemacht, oder was ist falsch? Ja, versuch's nochmal, wenn es wieder das gleiche ausgeht, dann muss ich im nächsten Part mal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Oh, scheinbar doch nichts.
味わうがいい。これが老いだ。力が失われていくのがわかるだろう。体力、気力すべてを奪われてなお夢を語れるか麦わら。年を取ってもゴムだから痛くね嘘をつけ。Das muss man scherzen, oder? Oh, Hilfe, ich kann gar nichts mehr machen. が思うように動くのかつてできた一つ一つ失われ手のひらからこぼれ落ちていく。お返ししよう。どんな夢を思い描く。自らの体がそれを裏切る。希望を打ち砕く力が。Ich bin ein alter Mann. Nein, Griff. 人は老いを受け入れ一つ一つ諦めていく。やがて訪れる死を迎え入れるため一つ一つ。年なんか関係ねこれが本来の Wir dürfen nicht aufgeben. Niemals. おっさんが何かを諦めてたかよ。体を何度刺されようとおっさんは戦い続けた。最後まで諦めなかった。限界が。エースの命を救うことも仲間たちの命を救うことも何一つ諦めちゃいなかった。白ひげのおっさんだけじゃねえ。じいちゃんだってレイリーだってお前みてえに老いを言い訳にして大事なもんを諦めたりはしねえ。大事なもんを簡単に捨てられるお前があのおっさんたちを超えられるわけねえだろう。俺も絶対に仲間は捨てねえ。だからお前が俺に勝てるわけがねえんだ。そんな理屈が通じるか。理屈なんか知るか。俺はお前みてえに諦めもしねえ。しわくちゃのじいさんになっても体が動かなくなっても俺は死ぬまで夢を諦めねえ。一度自分の夢を捨てたお前が勝手に他人の夢を横取りするなよ。親分の夢を否定するな。親分はいつも言ってた。奴らはあんなもんじゃなかったんだって。実力を出せねえまま死んでいくのが悔しくて。だから親分は大事なもんを簡単に捨てたんじゃねえ。バト。もういい。親分。我は借り物の若さで借り物の夢を追おうとしていた。この男の言う通りだ。戻った。確かに我は諦めていた。勝手に奴らに夢を託した気になって自らの夢を捨てた。奴らの死や引退をきっかけにもう一度夢を追う気になったものの今度は老いに抗うことを諦めた。大事なものと引き換えに永遠の若さを手に入れるという安易な道を選んだ。ようやく目が覚めたよ、麦わら。海賊王。
借り物の夢と借り物の若さで手に入れられるほど安い称号ではない。故に我はここに誓う。今この時よりこの醜く追いさらばえた姿のままニューゲート、ロジャーを、そして全てを超える。たった一人でも海賊王となってみせる。何が追いさらばえた老人だ。とんでもねえ。たった一人でか。いや、たった一人でじゃねえ。一人と一匹でだ。おいらも誓う。おいらは親分の隣でずっと親分を守り続ける。何度捨てられたって関係ねえ。蹴飛ばされても殴り飛ばされてもどこまででも勝手についていく。おいらもおいらの夢を絶対に諦めねえ。生意気なことを。貴様に預けたのは失敗だったようだな、麦わら。ししし、ニュッキッキ。いいだろう、パト。一人と一匹の新たな野望の第一歩だ。我らの旗印となってもらおうか、麦わらの一味。貴様らを倒し、今一度我が名をこの世に知らしめん。すげえおっさんだな。でも負けられねえ。海賊王になるのは俺だ。Und auf geht's zum Endfight hier gegen Red und sein Waschbär, wohlgemerkt. War, kann er den Japan visieren? Der ein bisschen crazy war. Okay, der macht selber eigentlich nichts, war. Zack! Redfield, ich mach dich platt! Was ist denn jetzt los? Boah, Alter, wieso immer der Blitze? Okay, es war wohl gerade in die Kraft von Enel. Komm her, du, ihr mache platt! Alter, was der für Attacken drauf hat. Aber zum Henker kriegt eigentlich diese rote Aura her. Verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, ohne Teufelskraft. Immerhin, Waffe kann überzeugen, so als alter Mann noch gegen Catchen turnen schlecht. Waffe als alter Mann ist mal eine seltsame Vorstellung, muss man zugeben. Oh, das war wohl Jinbeis Power, wa? Der Einkampf gegen Redfield, den roten Grafen. Zack. Daneben. Autsch, doch nicht. Mann, oh Mann, du bist ein Pennermann. Naja, vielleicht Penner ist jetzt momentan ein bisschen übertrieben, ne? Das... Achso, Pato macht das die ganze Zeit. Ja, jetzt verstehe ich's. Ja, mit dem Schirm dort. Ich mach dich platt, Mann, ich bin der Piratenkönig. Autsch, ich wurde getroffen. Und schon mal der Scheiß. Wow, Hilfe. Das gibt's doch einfach nicht. Was ist wieder? Mann. Einfach nie so wie der, wie es gerne hätte. Na, endlich, geh mal. Jetzt kriegst du richtig eins in die Schnauze. Los, hat gesessen. Na, komm her, Mann. Alter. Ach, wenn man hintereinander ist. Klar, Bems. Meine beschützen was. Willst du das machen, Kleiner? Achso, wow. Was für eine Art Tier bist du, Pato? Fragt er jetzt fängst. Das ist ein Waschbär, Mensch. Ein Tanuki. Autsch. Nein, 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 nein. Klar, Mann. Sollte machen mehr Power. Aua. Nein. Ah, ich will darüber switchen. Alter, in der falschen. So. Was? Jetzt mehr ist klar. Oh Mann, hey. Was für ein Abschlussfight.
Autsch! Das hat ziemlich reingetübelt. Aua! Alter, was für eine Power plötzlich. Die habe ich aber auch, Kumpel, hinter dir. Oh, jetzt wird ein bisschen anders. Okay, nicht mehr. Jetzt beginnt der echte Fight. Bam, Bounce. Schon wieder. Nein, schon wieder. Nicht schon wieder die Scheiße. Zack. Ich hau ab, Mann. Zack. Bums. Oh, das Scheiße. Nein. Au. Alter, das ist die ganze Technik hinein. Scheiß Vampir-Power. Alter, das ist episch, aber eins. Au, au, au. Ja, erinnere mich irgendwie an eine Kombination aus Blackbeards und Gekomurias Power. Treffe ich halt trotzdem, dank Ken Bunshuku. Alter, das ist langsam nicht mehr gut. Mir geht's gut, kein Problem. Angriffsplus, so jetzt aber. Ja, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Nö, jetzt bin ich dran. Grizzly Magnum! Mann, ich bin noch schönes Scheibenkleister. Okay, Part wird ein bisschen länger dauern, sehe ich gerade. Da 10 Minuten, also sprich etwa 30 Minuten insgesamt, war. Ja, bis 40, vielleicht sogar. Mal gucken! Wie das macht, ey. Daneben! Daneben! Na, Redfield? Na, willst du nochmal? Oder will natürlich nochmal. Au, 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 au. Gar nicht gut, gar nicht gut. Und ein kleiner Heiltrank war halt sein. Oh nein, schon der Vampirangriff. Was bist du bloß für ein Typ? Oh, dann tun wir uns direkt noch reinrennen. Ist klar. Oh, nicht schon wieder. Mann, wir sollen das vor allem mal wissen. Ah, jetzt brennt er, endlich mal. Was denn jetzt? Oh, scheiße, aber das könnte ein bisschen heikler werden. Wie kannst du solche Kräfte ohne Teufelsfrüchte haben? Wie geht das? Keine Angst, mir geht's gut. Einigermaßen. 2 Heiltränke habe ich noch, müsste aber reichen für ihn. Tatsache trifft mich nicht mehr allzu oft. Ja, das muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, Mann. Also immer etwa die gleichen Attacken, und so muss er immer ausweichen. Boah. Im dämlichen roten Rauch. Mann, was war das gerade? Benebel. Oh, ich geh drauf, dann schlecht. So, haben wir es endlich mal.さすがにブランクがありすぎたな。今の我々にはこれが限界だ。ブランクがあってこれかよ。世の中にはたくさんいるんだな。とんでもねえクソじじいども。今回は俺たちの勝ちだな。次は負けねえからな。同じタヌキとして俺はタヌキじゃねえ。見つかってよかったわね。やりたいこと。ルッキッキー、敵に塩を送ったこと後悔させてやるぞ。俺は親分を絶対に海賊王にしてみせるからな。そう、後悔する日を楽しみにしてるわ。忘れてた。私たちから取ったもの悪用しないでよね。すげえ剣豪を手に入れたらいつでも襲ってこい。
俺が許可する。いや俺が却下する。俺様は呼び出してもいいぜ。俺ほどスーパーな変態はそうはいねえからな。呼ばね思い出したんですよ、あなたのこと。パトとは確かあなたのルーキー時代の愛称でしたよね。パトリック・レッドフィールド。その子は自分の名を分け与えた子供のようなもの。最初から捨てられるはずがなかったんですよ。我も驚かされたよ。貴様の変わり果てた姿にはな、鼻歌のブロック。よ海賊王になるのは俺だ。次に会った時にはこうはいかぬぞ、麦わら。ししし。ああ、待ってるぞ。じゃあまたな。Und das war's dann wohl endgültig. Die Hauptstory zu One Piece Unlimited World Red. Alter Schwede, hat der letzte Kampf noch lange gedauert, hey. Naja, Ende gut, alles gut könnte man sagen. Was für ein Spiel, hey. Nun gut, jetzt sind nochmal die Credits und diesbezüglich natürlich auch mein Fazit dazu. Ja, kommen wir erstmal zu negativen Dingen. Also sprich erstmal Punkt Nummer 1. Es war für meinen Geschmack etwas sehr kurz, die Hauptstory. Man, das ist 20. Part. Pro Part hat 20 Minuten Länge, sprich 400 Minuten für das ganze Spiel, die Hauptstory durchzusuchten. Naja, also sprich etwa 6,5 Stunden hast du das ganze Spiel etwa durch, also ist nicht gerade so lang, einfach mal so zu erwähnen. Ich meine, natürlich waren neue Charakter und so, dieser Redfield und Pate wurden ja scheinbar von Oda persönlich, ja, also dem Erschaffer und Zeichner von One Piece selbst ins Leben gerufen, so ähnlich wie es auch mit Shiki, den Golden Löwen war, oder auch diesem ZC, den ich bereits erwähnt habe, die in diversen One Piece Filmen vorkommen. Und diesbezüglich natürlich auch noch mein Einwand, wieso ist das Spiel nicht als Film erschienen? So mit Red, roten Grafen, Redfield, wäre doch geil gewesen. Na gut, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel. Aber ganz ehrlich, wir hatten bereits 2 Filme, wo es über alte Charaktere ging, auch zu Watchers und Whitebeards Zeiten, von wegen, ja, da waren auch die Großen und so. Naja, wäre vielleicht wirklich ein bisschen zu viel gewesen des Guten. Aber gut, zum Spiel selbst, ich nehme noch im gleichen Ort und Stelle nicht schlecht. Nee, das Spiel selbst auch von der Aufmachung her, sprich, also vor allem erst einmal von der Qualität, Grafik her, ist natürlich hier auf der Wii U einfach nur Bombe. Also ich finde es zumindest so, sicher ein bisschen farbenfroher, ansonsten etwa gleich, wie es auch damals schon mit One Piece Pirate Warriors 1 und 2 war auf der PS3. Ich denke mal, zur PS3 werden mir jetzt nicht viele Unterschiede gehen. Ich habe jetzt einfach die Wii U-Version gewählt. Erstmal wegen Farbenpracht, das Gefühl habe, sei besser. Und zweitens auch zum Rendern, beziehungsweise halt zum Bearbeiten der Videos für YouTube dann. Weil ich sowieso in 1080p hier aufnehmen kann, dank der Wii U. Und deswegen das auch dann ohne Umschweif direkt so hochladen kann, ohne groß halt etwas noch vergrößern zu müssen. Ja, wie gesagt, das wenn man zur Grafik und so. Und sonst ist halt typisch One Piece, der Humor, die ganzen Fratzenverzüge etc. Also ich finde eigentlich nicht, dass da groß etwas falsch gemacht wurde. Der Charme von One Piece wurde gut eingefangen, von dem her ein optimales Spiel, da Sengoku. Ja, vor allem ich auch gerade, wie ist jetzt Sengoku plötzlich in 2 Jahren so grau geworden? Hallo, der war vor 2 Jahren noch richtig, manchmal ist Red, ja, Red Dead or Alive. So ein Kopfgeld, verdammt, sieht man gar nicht. Wo ist denn das? Wäre noch interessant zu wissen. Das wird uns vielleicht mal oder irgendwann mal präsentieren, das Kopfgeld. Ja, so mal zu Grafik und so, soundmäßig auch immer episch, also jetzt eigentlich nichts Besonderes, wo man sagen müsste, es war jetzt sensationell, das war überragend, es war einfach durchschnittlich bis gut, es hat gepasst und so, nichts irgendwie Unpassendes, von dem her auch optimal. Kampfsystem, ja, ich muss zugeben, ich habe nicht so viele One Piece Spiele gezockt, Pirate Warriors Saga halt vor allem, die beiden Teile. Ja, also fand es auch noch ganz geil, auch dass man sich halt während des Kampfes auch ein bisschen aufrüsten kann, sprich selber heilen kann oder auch Defense, Angriff und so stärken kann etc. Von dem her Kampfsystem ähnlich wie Pirate Warrior, so fand ich jetzt hier eigentlich ziemlich gut getroffen und war mehr oder weniger auch immer sehr, sehr gut. Teilweise habt ihr gesehen, wo ich gesagt habe, da ausweichen ging ihm nicht, da wurde nicht angezeigt. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Spiel selbst zu tun. Sprich, die Charaktere die waren einfach so stark, da konntest du gar nicht ausweichen. Oder durfte es gar nicht, muss auch ein bisschen einstecken. Naja, ansonsten Schwierigkeitsgrad, hier wird es sagen, hier eigentlich auch normal, gibt normal und leicht. Und von dem her war es ordentlich. Also,
ja klar, zu Anfang her ein bisschen bescheiden angestellt und so, ein bisschen verblödet und nicht gerade so optimal, aber grundsätzlich muss ich doch sagen, sind wir relativ gut durchgekommen. Ein großer Pluspunkt dann noch, also was sicher hervorsticht, ist halt die Vielfalt trotz allem, weil vor allem bei Pirate Warriors kannst du einfach nur kämpfen, das war's. Das Gebiet erobern war es hier etwa ähnlich, wobei es nicht Gebiete waren, sondern einfach nur halt eine Strecke, die du zurücklegen konntest. Aber du kannst natürlich hier auch, je nach Fähigkeit des jeweiligen Kämpfers, oder des jeweiligen Strohpiraten, kannst du auch verschiedene Areale noch erweitern. Sprich, habt ihr gesehen, auf den Wegen mit Zorg konntest du ein paar Gebiete noch irgendwie aufsteigen, ein paar Tore, bist auch weitergekommen. Oder mit Job noch was machen, Erdreich wühlen, mit, war es noch Lysop, genau, kannst auch was machen, mit Brook übers Wasser daddeln. Und dementsprechend halt auch die Stadt, ich meine, du kannst die Stadt auch erweitern, neue Läden eröffnen, Sidequests lösen, etc. Also, das sehen wir uns später noch mehr an. Von dem her war das schon ziemlich geil und dann hat alles, ja, alles ein bisschen, wie soll ich das genau formulieren, wenn du alles halt mit einbeziehst und alles so betrachtest und von allem, wenn wir sagen 100% du anmachst, dann würde ich sagen, dauert das Spiel doch noch ein paar Stunden. Aber wie gesagt, storymäßig, Hauptstory nur, ja, war schon ein bisschen lame. Also, ja, schwierig zu sagen, finde ich jetzt, das ist mein Lieblings-One-Piece-Spiel geworden oder nicht. Ich meine, ja, bis jetzt eigentlich nur Pirate Warriors sagen noch gezockt, sprich 2 Spiele noch zur Auswahl. Also insgesamt 3 Spielen zu wählen. Naja, ein bisschen schwierig, aber ich würde schon sagen, ist schon ein ziemlich geiles Spiel. Und wie es halt mit dem Kolosseum-Modus aussieht, das werden wir noch erfahren. Und da soll es endlich auch noch neue Charaktere geben, zum Beispiel De Flamingo, Law soll auftreten, Fujitora, neuer Admiral. 言っちゃったな親分。変な奴らだったな。そうだな。悔しいな親分。おいらもっと強くなれよ。その涙を忘れるな。我らの夢は今ここから始まるんだ。面白い男だったぞ。ニューゲート、貴様が未来を託し、ロジャー、お前のように麦わら帽子が似合うあの男は。Was für eine schöne Endszene trotz allem noch. Was ist unterbrochen? Wieso? Ja, so doch. Na, geht doch. Das wenn das Spiel speichern, dann kannst du das Spiel von vorne beginnen. Immer sagen nein, war, weil dann jetzt natürlich beenden, wäre es ein bisschen doof. Weil dann kann ich, ja, klar kann ich von vorne beginnen, aber will ich das? Nee, wäre es vielleicht besser, wenn ich vorher noch kopiert hätte, den ganzen Speicherstand und dann den anderen, ja, beendet hätte, war. Naja, M9 ist eigentlich so gut, können wir da ohne Speichern geht's weiter. Nein, will ich nicht. Also beziehungsweise ja, will ich natürlich nicht. Du willst mehr Abenteuer und stärker Gegner, beginnen ein paar Quests in der Taverne. Ach, der Boss-Modus wohl, wa? Moment mal, sicher. Was zum Henker? Also sehe ich da rechts unten Akino vom Zeitsprung, rechts oben Kusa nach dem Zeitsprung. WTF, was ist ein bisschen crazy. Blackbeard auch noch vor dem Zeitsprung. Weil da müssten nachher eigentlich ein bisschen einen anderen Barten zu haben. Ja, und was jetzt? Okay, geht wieder weiter. Genau, mit diesen Worten verabschiede ich mich endgültig hier auf diesem Part zu One Piece Unlimited World Red. Natürlich geht es noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt noch gucken, was für ein paar Quests noch gibt. Und da aber nicht allzu viel noch machen direkt, vielleicht zum Schluss noch. Ich werde jetzt vor allem natürlich noch dann den Kolosseums-Modus angucken, weil dort soll, wie gesagt, Law noch auftreten, der Flamingo, neuer Admiral, Fujitora und so weiter und so fort. Soll ich das direkt mal angucken, nächsten Part? Ja, eine gute Idee war. Gut, nächsten Part geht es direkt hier weiter im Kampfkolosseum bei One Piece Unlimited World Red. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs lange dabei sein. Ist ein bisschen länger gegangen, der Part. Und bis zum nächsten Abenteuer hier auf offener See. Ciao zusammen!